der deutsche Wähler muss bei der Stimmabgabe nüchtern sein. Nüchtern. Das ist, jetzt schauen Sie ja unausrecht, wir sollten den wieder abspülen. Wir haben Bedienungen, oder? Dieser Druck liebes Fräulein, dieser Druck ist ausgiebig getestet. Ja. Und außerdem ist er absolut dicht. Dicht, der Krug vielleicht schon, ja, aber da schon gesehen. Was wollen Sie denn damit sagen? Ja, nichts. Was will ich schon sagen? Ja, Sonst muss ich Kinder mit. Was sind Sie denn überhaupt? Ja, das haben Sie mir doch gerade hingemacht. Schauen Sie, ich bin doch eine neue Bedienung bei Ihnen. Der Ricky und die Silja haben mich hergeschickt, ich soll Ihnen einen anständigen Beruf bringen. Da schauen Sie her. Aber anständig doch nicht sowas. Da schauen Sie, wie der eingeschenkt ist. Kriegen wir gleich wieder Probleme. Bei Toni Reuter ist dieser gut eingeschenkt im Ast. Habt ihr das schon mal erlebt? Eine Bedienung schickt einen Wirt zum Nachschenken. Also, Sind Sie froh, gibt es keine Probleme mit der Gewerkschaft? da muss ich mit meinen Kindern schon noch mal reden über Sie. Und mit Ihnen auch. Und jetzt warten Sie mal, bis ich gleich wiederkomme. Gehen Sie mal vor zur Schenken, lassen Sie einen nachschenken, dann passt schon. Schön, dass Sie alle da sind, liebe Gäste. Freut mich, dass Sie sich Zeit und Muße genommen haben, sich schon ein bisschen die Wiesen vorzuglühen, ein bisschen einzustimmen. Aber gut, das ist ja umsonst, gell? Da kommen ja alle immer. Ich sage immer, da könntest du auch keine Tierte Nosenrami anbieten, wenn es umsonst ist. Essen bleibt es auch. Ja, aber in schlechten Zeiten wie diese sind halt Leute so wuchert. Ich habe vor kurzem eine Hochzeiteinladung habe ich gesehen, da ist ein Spruch drauf gestanden, der hat geheißen, Geldgeschenke sind fantasielos, besonders kleine. Wenigstens sind Leute zufrieden und haben nicht solche Ansprüche, wenn es nichts kostet, sag ich mal. Weil was wir Bedienungen mitmachen mit den Leuten, ich kann es nicht sagen, das geht auf keine zu. Gut, aber bei mir war neulich ein Gast da, so ein Typ, sagen wir mal, ein Hedgefondsmanager, Sie wissen, was ich meine, so 3 Handys, ein Knopf im Ohr, ein Pfund Gel im Haus und neue Gerlachsantwort auf Karl Theodor zu Gutenberg. Steigt bei mir ein kleines Radler, angewärmt, mit alkoholfreiem Bier und Diätlimonade. So, du brauchst ein paar Lego-Steine auch dazu. So, du kommst wieder, wenn du was Gescheiter brauchst. Ja, das sind schwierige Zeiten. Schauen Sie mal nur, was in letzter Zeit passiert ist. Michael Jackson haben sie umgebracht. Ein Wohnwagenschubser versucht, den FC Bayern zu trainieren, okay, und ein Manager bekommt für ein halbes Jahr Feuerwehrdienst bei einem Pleitekonzern 15 Millionen Euro. Gut, 15 Millionen. Da sagt jetzt jeder, wie es wird, das habe ich 16 Tage. Aber es sind schon schwierige Zeiten. Es sind schwierige Zeiten. Schauen Sie mal. Ja, weil es alle korrupt sind. Schauen Sie, den Karl-Heinz Schreiber haben sie jetzt verhaftet. Nach 10 Jahren haben sie ihn verhaftet. Ich glaube, einige Politiker werden da schon gezittert haben, obwohl die meisten Busenfreunde aus Schreibers Glanzzeiten sind inzwischen ja weg vom Fenster. Der Leisler Kipp, Max Strauß soll inzwischen auch brav seine Medikamente nehmen. Aber Bundeskanzler Helmut Kohl, der schaut inzwischen seiner jugendlichen Gattin zu, wie sie die Kostüme seiner Hannelore aufträgt. Aber der Innenminister Schäuble hat gestanden, dass er damals 100.000 Mark hat er genommen, hat er gesagt. 100.000 Mark. Gut, das sind jetzt 50.000 Euro. Sagt der Toni Reuter, da kostet er mein maßgeschneiderter Trachtanzug schon mehr. Bestechung ist ja auch eine langjährige Tradition, das kommt ja gleich noch Schubladen und Gursenschwätze. Da haben wir in Bayern schon eine Korruption gehabt, haben die Italiener noch gar nicht gewusst, wenn man Mafia überhaupt buchstabiert. Alles sind korrupt. Schauen Sie, unsere Ärzte sind auch korrupt. Ja? Die haben ihren Patienten einen bestimmten Blutdrucksenker verschrieben. Wenn sie den verschrieben haben, dann haben sie von den Pharmakonzernen Plasmafernseher und Kaffee Vollautomaten geschenkt bekommen. Das muss man sich einmal vorstellen. Ist das nicht erbärmlich? Ein Arzt, das war doch früher jemand, zu dem du aufgeschaut hast, weil er die dicksten Mercedes am Markt gehabt hat, die schönste Frau und weil er sich eine Privatschule für die Kinder leisten hat können, weil sie so brunzdumm waren. Aber jetzt lässt er sich bestechen, der Herr Doktor, mit einer Kaffeemaschine. Das ist doch so, als ob Heidi Klum zum Steinmeier sagt, er darf mit ihr schlafen, wenn er ihr dann einen Big Mac spendiert. Der Steinmeier, der hat einen riesen Lauf momentan. Ja. Der hat gesagt, er wird 4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Er hat genau gesagt, wie er das macht. Er hat gesagt, 2 Millionen neue Arbeitsplätze in der Industrie, 1 Million im Gesundheitswesen, 500.000 im Bereich Kultur, Medien und nochmal 500.000 im Handel. So einfach ist es, dass da früher noch keiner drauf gekommen ist, dass das so einfach ist. Schade, dass wir halt nie erfahren werden, ob es geklappt hätte, weil ihn halt keine alte Sau wählen wird. Wir waren mit der Arzt
Hydranten. Aber er denkt sich halt, Optimismus, das ist das, was der unschlüssige Wähler momentan braucht. Das denkt sich auch was Ziefer. Er hat dann angekündigt, dass es nach der Wahl Steuersenkungen geben wird. Liebe Gäste, Sie müssen mir jetzt nichts glauben, ich bin ja bloß eine kleine Bedingung, aber glauben Sie mir eins. Wenn es nach der Wahl Steuersenkungen geben sollte, geht der nächste Friedensnobelpreis an den iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Aber die Krise macht ja vor niemandem halt, was selbst nicht vor den Tresoren der Wiesenwirte. Schaut's, früher, da habe ich zum Beispiel einmal den Wiesenkrug der Wiesenwirte präsentieren dürfen, aber im Zuge der Krise ist ein Bayer wahrscheinlich zu teuer. Jetzt haben sie seit heuer auf Billigarbeitskräfte aus dem Osten zurückgegriffen. Aber Frau Weishäupl weiß natürlich, dass harte Zeiten auf uns zukommen und dass jeder jetzt die Gürtel enger schnallen muss. Darum hat sie auch so ausgelassen mit Günter Steinberg bei seinem 70. getanzt. Und Sie sehen, Günter hat ja seinen Geburtstag gefeiert, bei einer Schiffsfahrt auf dem Starnberger See zusammen mit Wickerl Hagen, den Hermann Haberl und am Karl-Heinz Wildmoser. Quasi die drei Musketiere und der Stiefiputzer hat auch mitgefahren. Und dann hat unsere Frau Weishäupl, die hat den Günter Steinberg auf der Tanzfläche und sie den rumzappt, die ist an ihm dran gegen wie die Maus auf Fress. Bitte Sie, da hat schon Frau Wolter eine hüftkranke Reha-Patientin. Unsere Frau Weishäupl weiß natürlich, so ein Fest wird es so schnell nicht mehr geben. Von wegen Dampferfahrt auf dem Starnberger See mit Shampoos und Häppchen. Beim 75. heißt dann Ruderboot fahren auf dem kleinen Hesseloher See mit Handwürsten und Dosenbier. Ich habe ja früher mal beim Toni Reuterer im Hackerzelt, habe ich einmal anzapfen dürfen. Gell? Und dann habe ich heuer gefragt, weil halt so schlechte Zeiten sind, ob ich ein bisschen ein Benzingeld kriegen könnte für die Fahrt von Erding nach München. Hat er gesagt, sonst noch was? Dann zapft ihr gleich mein Bruder, das kostet mich höchstens einen lauten Pfiff. Wer bei Steinbergs im Wiesenzelt anzapfen darf, das ist noch ein Geheimnis, weil eigentlich müsste es ja, weil Hofbräu staatlich ist, müsste es ja eigentlich der bayerische Ministerpräsident machen, aber der wird sich wieder nicht entscheiden können, was für eine Frau er mitnimmt und muss ich sagen, sind wir schon froh, dass wir unseren Herrn Ude haben. Wo ist er denn, der Herr Ude? Ist er da? Da ist er ja! Mein Gott, sind Sie extra früh aus dem Urlaub gekommen. Da haben Sie genügend Zeit vorsichtshalber eingeplant, weil Sie ja wissen, dass wenn man momentan vom Münchner Flughafen zur Innenstadt fahren muss, dass man bei dem Baustellenhaus durchaus einplanen muss, dass man über Garmisch fahren muss. Haben Sie noch keinen Helikopterlandeplatz bei sich installiert am Rathaus rum? Also, geht nicht mehr, jetzt haben Sie das ganze Straßenbaubudget haben Sie bei Richard Strauß das neue Millionengrab. Das neue Millionengrab. Früher war das Millionengrab die Gruft von Eugen Flick, aber gut, jetzt ist das neue Millionengrab der Richard Strauß-Tunnel. Ja, das größte Dauerstauloch in München. Aber Sie können gar nicht sehr viel, Herr Udi, weil das wollten ja die Anwohner dringend selber haben. Ja, aber die neue Trambahnlinie auf der Leopoldstraße, Herr Udi, die haben Sie verbrochen, oder? Die neue Trambahnlinie, die wir so dringend brauchen, wie den Schweinegrippe-Virus und die solche Staus verursacht, dass man momentan zu Fuß schneller ist als mit dem Taxi. Das ist auch und dass man neuerdings in der Münchner U-Bahn mit dem Handy telefonieren kann. Haben Sie das auch? Haben Sie das nicht? Sind Sie da nicht schuld? Jeder zweite Trottel schreit dir ins Ohr, ja, ich bin gerade in der U-Bahn, ja, ich bin in der U-Bahn. Ich habe nicht so gesagt, ich weiß, dass du in der U-Bahn bist. Wir sind alle in der U-Bahn. Das ist wahnsinnig. Aber keiner will es uns auch nicht leicht. Nein, wir haben es alle nicht leicht, gell? Und weil so schlechte Zeiten sind. Ich denke mir mal, vielleicht sollten sich die Herren in Wirtschaft und Politik aber ein Beispiel an den Wiesenwirten nehmen. Die haben nämlich zur aktiven Krisenbewältigung und zur stetigen Umsatzsteigerung neuerdings EC-Automaten in den Bierzelten eingeführt. Hey? Ja, denn wie hat ein berühmter Mann einmal gesagt, war nicht Toni Reuter, das war Aristoteles Onassis, der hat gesagt, man darf dem Geld nicht nachlaufen, man muss ihm entgegengehen. So ist es und deshalb gibt es jetzt Geldautomaten in jedem Zelt, damit auch der Letzte nach der 8. Maß nicht sagen kann, so, das liege mir auf den Speifhügel, das zurückgegeben, sondern er kann noch mit seinem Karte zum Geldautomaten gehen, kann schauen, was der Dispo hergibt und wenn er die Karte nicht mehr selber halten kann, dann steht ihm das Zeltpersonal sicherlich hilfreich zur Seite und zieht das Trinkgeld gleich selber ab.